Hallo zusammen! Das Leben ist ein großartiges Geschenk von unserem Gott im Himmel. Unterwegs auf dem Lebensweg geht es manchmal steil bergauf und dann wieder so steil runter. Ja, es gibt Momente und Tage, da bin ich so richtig im Saft, ich fühle mich kraftvoll und in anderen Tagen schlapp und müde und ich weiß nicht warum. In den folgenden 8 Sendungen von Unterwegs mit Gott möchte ich dir zeigen, dass es lohnend wert ist, mit Gott unterwegs zu sein. Won't you be my, won't you be my, won't you be my Valentine? Because I adore you, I'd give anything for you. You make me smile, smile, smile. And when I'm around you, things kinda get hazy. Because I am crazy, crazy for you. I cannot describe it except that I'm in love. Yeah, I'm feeling feelings, feelings for you. Sexualität ist eine gigantische Kraft. Also man kann sagen, Sexualität hat die Möglichkeit, Leben zu kreieren, kann aber auch Leben zerstören, weil Sexualität ist etwas Intimes und sehr, sehr Verletzliches. Sexualität ist wie ein Feuer. Also sehr schön, um es anzuschauen, ein bisschen romantisch, wärmend. Und wenn die Sexualität in ein geschützter Rahmen kommt, ist es etwas, was, wie gesagt, das Leben fördert. Ist Sexualität in keinem geschützten Rahmen wie ein Feuer, kann es ein ganzes Haus schlagartig zerstören. Sexualität ist im Moment in aller Munde. Man sagt Sex sells. Also du kannst die Zeitungen lesen, Magazine kaufen, ins Kino gehen. Du kannst sogar Facebook-Seiten anschauen. Plötzlich poppen da links und rechts Angebote von Männern, von Frauen, von Fremdzugehen. Also Sex ist überall in aller Munde. Wir sind eine Generation, wir sprechen über Sex offen, ehrlich und transparent. Es gibt über 71 Millionen Seiten, wo über Sexualität beschrieben wird und es wird an jedem Tag mehr und mehr und mehr. Und dennoch ist Sexualität etwas, was in vielen Menschen etwas Schönes ist und gleichzeitig, ich höre Geschichten von Leuten, die sagen, ich bin so enorm enttäuscht und verletzt, weil etwas Intimes in mir ist zerbrochen, was ich mir niemals vorgestellt habe. Wie gesagt, Sex ist wie Feuer, im geschützten Rahmen, top, nicht geschützt, kann es gigantisch zerstören. Wenn wir über Sexualität sprechen, würden die meisten Menschen nie darauf kommen, dass Sex hat etwas zu tun mit unserem Schöpfer Gott. Und der erste Punkt ist, der Sex, das ist Gottes feurige Erfindung oder erotische Erfindung. Jetzt stell dir mal vor, ganz am Anfang in der Bibel heißt es, Gott war im Paradies, es war auch Adam da, es war keine Sünde da, es war eine perfekte Harmonie von Mensch zu Gott. Und jetzt schaut Gott diesen Adam an und merkt plötzlich, Adam ist einsam, ihm fehlt etwas. Und das steht in 1. Moses Kapitel 2 in Verse 18. Da sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine lebt. Er soll eine Gefährtin bekommen, die zu ihm passt. Also eine Frau, ein Gegenüber. Und das heißt weiter in 1. Moses 2, Vers 23 bis 24. Da rief dieser, der Adam, endlich gibt es jemand wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht, wir gehören zusammen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden zu einer unzertrennlichen Einheit werden. Und genau hier beginnt die Sexualität. Die meisten Menschen sagen nämlich, ja, Sex ist doch bloß etwas Körperliches, also keine Emotionen, kein Intimes, nichts mit der Seele, nichts mit dem Geist, sondern einfach rein körperlich. Kann dann liebevoll sein. Also wenn man diesen Text genau anschaut, hat es 3 Elemente. Es ist der Geist, es ist der Körper und auch die Seele. Und Sexualität hat genau mit diesen 3 Elementen zu tun. Lass uns das mal ganz kurz miteinander mal durchdenken. Zum Beispiel die geistliche Dimension. Es spiegelt sich etwas in meinem Leben. Wenn ich Sex habe mit einer anderen Frau, einem Mann und mit ganz verschiedenen Leuten das immer wieder mache, irgendwann, ganz interessant, bist du im Ehebett mit deiner Frau und plötzlich hast du in deinen Gedanken noch andere Frauen, auch in deinem Ehebett. Du hast viele Bilder in dir, was du aus deinem Geist nicht mehr rausbringst, denn immer, man hinterlässt auch etwas geistlich. Man wird zu einer unzertrennbaren Einheit, wie Gott
Jesus und der Heilige Geist. Also es verbindet sich etwas auch in der unsichtbaren und auch in der sichtbaren Welt. Das zweite Element ist der Körper und das steht eigentlich für die Fortpflanzung, für die Multiplikation. Man hat ganz früher hat man gesagt, Sexualität darf man nur machen, wenn man sich multiplizieren oder fortpflanzen will. Also das ist nur ein ganz kleiner Teil bei Gott, aber ich sage wieder, das ist auch eine körperliche Dimension, man multipliziert sich weiter. Und dann gibt es die Seele, das ist der dritte Gedanke. Die Seele steht für Vergnügen, Freude, der Plausch. Also Gott ist nicht so ein antidepressiver Socken, der sagt, ich finde Sex total daneben. Sondern Gott hat gesagt, erfreue dich an der Sexualität, an der Romantik, an den Emotionen. Es darf knistern, es darf prickeln sein, weil die Seele ist etwas sehr, sehr Emotionales und auch etwas Romantisches. Diesen Teil hat Gott auch in uns hineingelegt. Also geistlich, man hat Bilder, die man nicht mehr vergisst. Körperlich, man multipliziert sich, das braucht man auch wieder. Darum bist ja du und ich auch da. Und der dritte Gedanke ist die Seele. Das ist einfach Freude und Spaß. Und Gott ist kein Sex-Anti-Gott, der sagt, ich habe keinen Plausch dran. Er ist der Schöpfer, feurig der Sexualität. Und dieser Gedanke finde ich amazing. Mein zweiter Gedanke ist, die Ehe hat Gott so einen Rahmen geschenkt für die Sexualität. Ich habe ganz am Anfang gesagt, Sexualität ist wie ein Feuer. In einem geschützten Rahmen etwas Wunderbares, aber nicht geschützt, kann es enorm zerstören. Lass uns mal ganz kurz die Ehe wie so ein Gefäß anschauen, wo eigentlich das Feuer oder auch die Sexualität hineingehört. Mit anderen Worten, es kann winden, es kann stürmen, es hat einen wunderbaren Schutz. Und wenn die Bibel uns ein Gebot mit auf den Weg gibt, sagt Gott nicht, ich möchte dir etwas verbieten, ich bin gegen etwas, sondern Gott sagt, ich möchte alles daran setzen, dass dein Leben beschützt und geborgen bleibt. In 2. Mose Kapitel 20 im Vers 14, und jetzt kommt ein ganz heavy Bibelvers, das heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Jetzt sagen die Leute, na logisch, wenn du verheiratet bist, sollst du nicht fremd gehen. Also wenn ich nicht heirate, habe ich dieses Problem schon mal umgangen. Aber im Urtext heißt das Wort Ehebrechen Na'ab. Und Na'ab hat eine zweifache, doppelte Bedeutung. Erstens, breche nicht die Ehe, wenn du verheiratet bist, geh nicht fremd. Aber wenn du nicht verheiratet bist, sollst du auch keinen Sex haben vor der Ehe. Also kein Sex vor der Ehe. Und wenn du verheiratet bist, nicht Sex mit anderen Frauen und Männern, sondern sei deinem Gefäß und deiner Familie enorm treu. Das heißt weiter in Matthäus Kapitel 5, Vers 27 bis 28. Ihr wisst, dass es im Gesetz heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich sage euch aber, wer schon eine Frau mit begierlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr bereits die Ehe gebrochen. Du merkst, der Ehebruch beginnt nicht, wenn ich plötzlich Sex mit einer Frau oder Mann habe. Es fängt schon an in meinen Gedanken. Und Gott sagt, ich habe einen Rahmen geschaffen, wo die Sexualität etwas Intimes, etwas Zerbrechliches, etwas ganz Persönliches, einen Schutz bekommen sollte, damit deine Seele und deinen Geist und deinen Körper nicht verletzt werden. Die Ehe ist eine Schutzzone, konkret für dich in Bezug der Sexualität. Es beschützt dein Leben, es beschützt auch mein Leben. Als ich meine Frau geheiratet habe, wir gingen in die Flitterwochen, wir hatten sehr viel und lustigen Sex. Und das Coole ist, manchmal war der Sex wirklich eine Katastrophe. Also ich kam viel zu früh und meine Frau war überhaupt nicht happy. Und ich kann dir eins sagen, es ist so befreiend zu wissen, du schaust einander an und sagst, das war jetzt gar nicht gut. Aber du denkst, ja komm, easy, wir haben noch eine ganze Ewigkeit Zeit, um das miteinander zu entdecken. Und das ist so cool in der Ehe, du hast eine Perspektive, wenn es mal nicht gut kommt, Schwamm drüber, man kann lachen, weil die Ehe beschützt auch etwas, was zum Teil dann peinlich wäre oder auch ein bisschen verletzlich sein könnte. Darum ist die Ehe eine Schutzzone ganz konkret für dein und mein Leben. Die Ehe ist auch eine Schutzzone für deinen Partner und für deine Partnerin. Meine Frau und ich, so alle 6 Monate sitzen wir zusammen bei einem wunderbaren Nachtessen und dann stelle ich und sie mir die Frage, Leo, in Bezug zur Sexualität, gibt es etwas, was du vermisst?
Gibt es etwas, was du gerne anders hättest? Gibt es irgendetwas, was du schon lange mal machen wolltest, das wir nie machen? Und du merkst, wenn man über diese Fragen austauscht, ganz, ganz ehrlich, kommen da zum Teil Wünsche, Sehnsüchte oder Dinge hervor, die vielleicht nicht immer ganz so einfach sind, mit dem umzugehen. Und die Ehe bietet genau diesen geschützten Rahmen, dass du über deine Gefühle und Bedürfnisse sprechen kannst, und die Sexualität kann in der Qualität wachsen von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, weil es einen geschützten Rahmen hat, wo die Sexualität nicht zerstört wird, sondern einfach beschützt werden kann. Und wenn Gott sagt, die Sexualität gehört in ein Gefäß, sagt Gott nicht, ich möchte dir etwas wegnehmen, ich möchte bloß dein und mein Leben beschützen. Gottes Gedanke ist immer der eine Gedanke: ich möchte dein Leben beschützen. Das ist die Dimension Gottes. Beautiful in all that you are, like a clear night sky, graced by a shooting bright star. So won't you be mine, won't you be mine, won't you be my sweet Valentine? Oh, now Mein dritter Gedanke ist, Sexualität kann ein sehr gefährliches Spiel mit dem Feuer sein. Es war schon vor 2000 Jahren so in der Bibel, es war bei den Römern der Fall, es war bei den Griechen der Fall. So zu jeder Zeit war Sexualität immer ein sehr, sehr großes Thema gewesen. Also Leute haben da gelebt, wie auch immer sie wollten. Und die meisten Leute sagen zu mir: Leo, aber jetzt mal ganz ehrlich, kann dann Liebe falsch sein? Also was kann denn an Sexualität so zerstörend denn wirklich sein? Und dann gibt es einen Bibelvers, der wird dann oft zitiert in 1. Korinther Kapitel 6 im Verse 12. Es ist alles erlaubt, sagt ihr. Das mag stimmen, aber es ist nicht alles gut für euch. Mir ist alles erlaubt, aber ich will mich nicht von irgendetwas beherrschen lassen. Also die Bibel sagt, wenn Gott uns ein Gebot auf den Weg gibt, dass Sexualität in einen geschützten Rahmen hineingehört, dann hat Gott eine Langzeitperspektive. Gott weiß genau, von was er spricht. Schau, da kam ein Mann zu mir und hat zu mir gesagt: Leo, ich habe viele Probleme. Da habe ich gesagt: Warum hast du viele Probleme? Sagte: Weißt du, Leo, ich habe viele Frauen gehabt, ich habe viel Sex gemacht, jetzt habe ich viele Kinder und jetzt bezahle ich viel Alimente. Ich habe immer gemeint, Sexualität ist ja voll easy, nicht etwas Körperliches, aber das hat mein Leben effektiv zerstört. Und du merkst, Sexualität hat immer eine Dimension. Wir machen uns einfach die Augen zu und sagen: ich möchte nicht der Realität in die Augen schauen. Und wenn Gott sagt: bitte benutzt diesen Rahmen, sagt doch Gott nicht, ich bin ein Spielverderber. Gott sagt: ich sehe weiter, ich habe eine Langzeitperspektive. Lass uns mal ganz kurz ein paar Konsequenzen miteinander anschauen. Es gibt da die körperlichen Konsequenzen. Also wir haben eine Tendenz, wir schauen immer lieber weg, als wir das nie geben. Aber ich habe eine Liste aufgeschrieben von all diesen Konsequenzen. Zum Beispiel Krankheiten wie AIDS oder Geschlechtskrankheiten, ungewollte Schwangerschaften, Abtreibungen, alleinerziehende Mütter oder Väter, Scheidung, Trennung, Depressionen, sexueller Missbrauch. Finanzielle Konsequenzen, wenn man Alimente bezahlt für 2, 3 Kinder, ist immer sehr, sehr teuer. Stress und die Angst: ich bin schwanger geworden, soll ich abtreiben, soll ich es nicht abtreiben, wird mein Mann mich verlassen, wenn er das erfährt? Das sind so viele Ängste. Und wenn man dann abtreibt, kommt dann plötzlich der Körper, der auch noch reagiert. Das sind dann Emotionen und Hormone, die dann völlig mitspielen. Und auch plötzlich eine Angst der Unfähigkeit: will ich je wieder Sex haben, der gut und prickelnd und spannend ist. Das sind die seelischen Konsequenzen. Zum Beispiel, man ist so tief verletzt sexuell, dass man sein Herz fast nicht mehr aufmachen kann. Man hat Angst, man wird wieder verletzt. Das Intime ist zerbrochen. Es ist verletzlich geworden. Es ist alles dem geschützten Rahmen auseinandergebrochen. Man kommt vielleicht in eine Pornosucht. Und Pornosucht ist so schlimm wie Alkohol- oder Drogensucht. Man ist vollgestopft von Bildern, von einer Fantasie. Es kann sein, man ist in der Sexualität so blockiert über Jahre, obwohl man will, es geht wie nicht mehr. Man ist nicht mehr so wild, man ist nicht mehr so kreativ und der Partner sagt: was ist mit dir los? Und du sagst: ich habe keine Ahnung, weil Dinge mal geschehen sind in der Vergangenheit, die heute deine Zukunft prägen. Man ist getrennt in der Freundschaft, dass man auch sein Herz nicht mehr aufmachen kann und sagt: wie kann ich jemals vertrauen?
dass dieses Gefäß der Ehe vom geschützten Rahmen effektiv mein Leben mich begleiten wird. Die dritte Konsequenz, das ist eine geistliche Konsequenz. Ich habe Schamgefühle zu mir selber, vielleicht zu meinen Eltern, zu Freunden oder anderen Menschen, wo ich etwas gehabt habe, es ist vorbei und immer wenn du die Person siehst, kommt dir die ganze Geschichte wieder hoch und du denkst immer noch darüber nach. Auch geistlich sagst du, ich möchte voll mit Gott unterwegs sein, aber alle diese Geschichten blockieren mich zu meinem heiligen Gott. Mein vierter Gedanke ist, ehre Gott mit einer würdevollen Sexualität. Ein Mann, den ich ein bisschen gut kenne, hat zu mir gesagt, Leo, ich finde Gott cool, aber bei einer Sache ist Gott dermaßen doof. Und das ist die Sexualität. Ich möchte einfach Sex haben, wo ich will und wie ich will. Und das Interessante ist, aus meiner Perspektive war genau der Bereich, wo er Chaos in seinem Leben hat, war die Sexualität. Und eines Tages wurde ihm bewusst und hat gesagt, wieso gebe ich nicht Gott die Chance, auch in dem Bereich der Sexualität, der Ehe, überhaupt einmal eine Chance zu geben. Und dann hat er sein Leben Jesus anvertraut, auch die Sexualität. Weißt du, was dann geschehen ist? Er hat sich verliebt in eine bildhübsche junge Frau, hat sie geheiratet, hat ein Kind bekommen und heute ist er ein stolzen Familienvater mit einer gigantischen Familie. Wenn ich ihn heute auf dieses Thema anspreche, sagt er, ich weiß auch nicht, was mich geritten hat. Aber wenn ich heute mein Leben anschaue und das Prinzip von Gott ist für mich das nicht nachvollziehbar, dass ich nicht geglaubt habe, dass Gottes Schutz effektiv das Beste für mein Leben ist. Es gibt zwei ganz, ganz wichtige Schlüssel. Erstens, räume deine Vergangenheit auf. Also mach mal eine Liste mit all den Frauen oder Männern oder sonst Dinge, die du gemacht hast. Schreibe sie auf, Namen bei Namen, Person, Person, alles, was dir in den Sinn kommt. Und dann lege es vor Jesus hin und sag zu Jesus, Jesus, ich bitte dich, vergib mir all diese Fehler, wo ich nicht die Sexualität in diesem geschützten Rahmen gelebt habe. Denn die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden, unsere Fehler bekennen, vergibt uns Jesus und er heilt uns von innen nach außen. Als ich die Liste gemacht habe in meinem Leben, habe ich gemerkt, mein Kopf, meine Gedanken sind voll gefüllt von Bildern, auch Gefühle und auch Momenten. Und ich habe das Jesus hingelegt und gesagt, Jesus, wenn ich einen geschützten Rahmen, die Sexualität leben möchte, muss ich auch frei werden von diesen Gefühlen, Positionen oder alles, was ich gemacht habe. Das ist der erste Schlüssel. Der zweite Schlüssel ist, dass du mit einem Freund oder Freundin zusammenkommst und sagst, ich mache einen Bund. Ich möchte dir versprechen, dass ich nicht Sex habe außerhalb der Ehe oder wenn ich verheiratet bin, dass ich treu bleiben werde. Warum ist dieser Bund so wichtig? Du brauchst Frauen, du brauchst Männer, die auch an diesen Wert glauben, weil jeden Tag, wo du arbeiten gehst, jeden Tag, wo du auf das Facebook, Twitter, in das Kino gehst, wird die Botschaft, die an dich und mich gerichtet werden, ist das Gegenteil von der Botschaft von Gott. Mit anderen Worten, mach Sex so oft du willst, mit wem du willst, wann du willst, egal, Hauptsache es tut dir gut. Und die Botschaft ist immer wieder, Liebe kann nicht falsch sein, es schadet dir nichts, du verletzt niemand, es ist nur das Gute. Also verbünde dich mit einer Person, die sagt, lass uns zusammen kämpfen, dass diese Werte von Gott auch mein Leben in der Zukunft ganz, ganz positiv beeinflussen werden. Mein bester Freund und ich haben einen solchen Bund gemacht, als ich noch nicht verheiratet gewesen bin. Lass uns rein und treu in die Ehe gehen. Und ich bin meinem Freund bis heute dankbar. Jeden Sonntagabend kamen wir zusammen. Wir haben einander gefragt, und wie war die Woche? Warst du treu? Was sind deine Gedanken? Warst du siegreich? Und ich kann dir sagen, es war ein Kampf, aber heute bin ich so dankbar, dass ich in diesen Momenten gekämpft habe und gelernt habe, auch etwas zu verzichten, treu zu sein. Und wenn du dann mal verheiratet bist, dann kannst du ja Sex haben, von morgens bis abends, so oft du willst, wann du willst, wo du willst. No limits. Und das ist auch eine Botschaft, die manchmal die Kirche vergessen hat. Wenn du verheiratet bist, dann let's go, do it and do it and do it and do it for the glory of God. Schau, am Ende, es ist alles eine Visionsfrage. Vertraust du, dass Gott es gut meint, auch in Bezug der Sexualität? Wenn Leute sagen, das ist so altgebacken, Gott hat keine Ahnung, dann sagt ihr, oh nein, ohne Gott gäbe es keinen Sex, weil er war der Erfinder.
Was heißt es konkret, wenn du Single bist? Dann flirte mit Frauen und Männern, finde heraus, wer ist dein Partner, der genau zu dir passt. Aber in der Zug der Sexualität lebe rein und würdevoll mit der Vision, wenn ich dann mal heirate, habe ich ein geschütztes Gefäß, das ich meiner Frau, meinem Mann hinhalten werde in einer neuen Dimension. Bist du in einer Beziehung, dann gibt es auch ganz, ganz wichtige Werte. Als meine Frau und ich verlobt gewesen sind, war uns ganz klar gewesen, wir haben keinen Sex bis zur Hochzeit, weil wir gehen in die Flitterwochen und dann möchten wir so richtig krachen lassen. Der Punkt war, praktisch jedes Mal wollte ich schon am liebsten mit meiner Frau Sex haben. Ich bin ja auch ein gefühlsorientierter Mann. Aber wir haben gesagt, nein, wir warten, wir kämpfen, wir verzichten mit einer großen Vision. Und dann kommt zu der Frage, möchte ich diese Frau, diesen Mann wirklich heiraten? Und in dieser Phase haben wir auch einen Ehevorbereitungskurs gemacht. Und das ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Man lernt sich kennen in Bezug den Finanzen, die Kinder, der Zukunft, den Glauben, den Beruf. Man diskutiert über jeden Bereich vom Leben ganz, ganz, ganz konkret. Also mach eine Vorbereitung zur Ehe. Angefangen hat unsere Beziehung mit Liebesbriefen und einem leidenschaftlichen Kuss auf einer Parkbank mitten im Schnee. Bereits ganz zu Beginn entschieden wir uns, bis zur Heirat damit zu warten, miteinander zu schlafen. Diese Entscheidung gab uns die Kraft, durchzuziehen, was wir uns vorgenommen hatten. Und sie gab uns den Freiraum, über unsere Vergangenheit zu reden und darüber, wie wir uns unsere gemeinsame Sexualität vorstellen. Es war manchmal schwierig, bis zur Hochzeit zu warten mit dem Sex. Wir setzten uns die klare Grenze, uns nicht unter den Kleidern zu berühren. Da wir jedoch leidenschaftliche Menschen sind, passierte es ab und zu, dass wir diese Grenze überschritten. Wir ließen uns davon nicht entmutigen, redeten miteinander, bewegten die Sache vor Gott und behielten unser Ziel im Auge. Dass Danny bis zur Hochzeit auf mich gewartet hat, war für mich ein großer Liebesbeweis. Wenn du verheiratet bist, ist es ganz, ganz wichtig, dass du deine Sexualität im geschützten Rahmen nutzt und brauchst und so richtig prickelnd und begeisternd auch auslebst. Ich bin 21 Jahre verheiratet und ich möchte dir eines sagen, lass es nicht zu, dass deine Sexualität nachlässt und sollte eigentlich mehr werden von Jahr zu Jahr. Rückblickend auf nun 13 Jahre Ehe kann ich von ganzem Herzen sagen, dass sich unsere Sexualität kontinuierlich verbessert hat. Aus verschiedenen Gründen. Einerseits, wir haben immer offen darüber kommuniziert, was wir für Bedürfnisse haben. Andererseits ist Marina mir so vertraut wie niemand sonst. Und wir können unsere Sexualität in einem göttlichen, intimen, wunderbaren Rahmen der Ehe gemeinsam ausleben. Es gibt immer mal wieder Durststrecken, Zeiten, in denen unsere Leidenschaft etwas erlischt. Nach der Geburt unserer Kinder haben wir erlebt, dass wir auf Sex während Wochen verzichten mussten. Unsere Entscheidung damals, bis zur Ehe zu warten, hilft uns bis heute, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Wir sind uns auch bewusst, dass der Sex nicht einfach der eigenen Befriedigung dient, sondern vielmehr ein gemeinsames Erlebnis ist, wo ich mich immer wieder meinem Partner öffne. Sex ist etwas Schönes, Spezielles und sehr Wichtiges für eine Ehe. Es ist ein Gradmesser dafür, wie nahe wir uns sind und wie gut wir uns aufeinander einlassen können. Wir freuen uns auf noch viele schöne Momente und gemeinsame sexuelle Erlebnisse in unserer Zukunft. Ich möchte enden mit dem Bibelvers. In Philipper Kapitel 4, Vers 8 steht geschrieben: Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert sind. Wenn Gott sagt am Anfang, er ist der Schöpfer der Sexualität und es hat diesen Rahmen von Gott gegeben, möchte ich meinen Fokus und meine Gedanken auf das richten, was ich glaube, dass das Beste für mein Leben ist. Und lass uns Sexualität wieder ergreifen als eine göttliche, geile Sache Gottes. Is wonderful